Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. So, jetzt wird's mal Zeit, dass wir hier entsprechend aufrüsten. Vikonia hat Waffenfertigkeit, Streitkolbe, Schleuder und Kriegshammer. Das heißt, Anomen kann hier das Ding weitergeben und das hier. Das erhöht ihr Stärke schon mal auf 18, was sehr praktisch ist. Weil die Mindeststärke für einen Plattenpanzer ist 12. So, also A mit dem Ding. Schleuder kriegst du auch noch. Und ansonsten, ja, Kuckle werden wir bestimmt noch finden. Da haben wir ja welche noch. Parat, zack und zack. Kriegst sogar noch plus 1 Kuckle, wenn das nichts ist. Dann weiß ich auch nicht. So. Und das Ding wieder da kannst du auch 200 Pfund schleppen. Dann kriegt sie noch Tränk, weil wir so gut sind. Und was kriegt sie dann noch? Vielleicht haben wir da noch einen Helm rumliegen. Vertrauen ist etwas für Narren und Tote. Genau. Einen Helm kriegst du dann auch noch, auch wenn das so ein Lappedudelhelm ist. Hauptsache was auf dem Dez. Okay. Ich warte. Ich hoffe, das bringt was. Dann sollten wir aber noch ihr Priesterzauber checken. Befehl lassen wir jetzt erstmal sein. Sie ist reine Klerikerin, was eigentlich auch sehr praktisch ist, muss man auch dazu sagen. Dann haben wir Desto, Rüstung des Glaubens und Segnung packen wir noch rein und Heiligtum wäre nicht verkehrt. Dann machen wir hier den ganzen Quatsch hier raus. Dann machen wir hier noch Gift weg und wir machen noch Stillerei und göttliche Macht wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Dann Tote beleben, ja meinetwegen. Was ist denn das? Glyphe der Abwehr, ne, das ist Müll. Das kann gleich mal fort. Stattdessen mal Krankheiten heilen, reiten, mittelschwere Wunden. Ja, das ist eigentlich auch Quatsch. Mittelschwere Wunden und Magie bannen. Dann können wir hier dasselbe wie bei Anom, Schutz vor negativer Energie und geringer Genesung. Und falls er mal tot sein sollte, kann sie immer noch Tote erwecken. So, wunderbar. Das war die Gruppe jetzt so weit. Und jetzt gehen wir nochmal auf Sklavenhändlerjagd. Also allesamt wieder Abmarsch zurück in die Slums. Da können wir unseren Ruf dann nämlich auch nochmal um Ends pushen. Dann sind wir nicht im unbeliebten Bereich, sondern wir sind dann im neutraler, im Durchschnittsbereich wieder. Aber ich will meinen Ruf eigentlich auch nicht zu sehr hoch pushen. Wenn möglich möchte ich meinen Ruf eigentlich so auf Durchschnitt bis unbeliebt halten. Was an sich auch schon mal irgendwie geil ist. Klar, wenn der Ruf auf beliebt oder heldenhaft sogar ist, dann kriegt man auch Vergünstigungen. Bei mir ist das Bier billig. So, jetzt pennen wir erstmal wie ein Händler. Und haben nämlich sehr viel Kohle übrig. Das heißt, wir müssen uns jetzt Kohle machen. Also allesamt hier. So, du gehst dort, du Koran, ja, das ist in Ordnung, du dort hier, Ist jemand das hier passt. bereit, mich anzuhören? Halt die Schniss. Irgendwer. Ihr alle kennt mich. Ich habe vielen von euch geholfen. Okay, der ist auf dem Weg. Ist das nun der Dank dafür? Ich habe vielen von euch geholfen. Ja, das ist der Dank dafür, mir, wenn man was andere du Leid tust. hilft. So sieht's aus. Jetzt fehlt eigentlich nur noch unseren Zauberer. Fehlt nur noch Edwin in der Runde. Dann sind wir eigentlich soweit, perfekt aufgestellt, so wie ich die Gruppe haben wollte. Der Edwin holen wir uns direkt hier noch der ganze Geschichte in das Slums. Da gehen wir nämlich direkt ins Hafenviertel zu der Schattendiebe. Gute Idee, das Bier Wo zu uns der übertragen. Galen Bale ja ursprünglich auch schon vermitteln wollte. So, jetzt machen wir hier nochmal einen Quicksave. Wir jagen unseren Ich warte. Abdel Adrian mal rein. Ich werde kaum der Rede wert. Er wird unbemerkt zuschlagen. Und das sind wieder die Hobgoblins. Jedes Mal, ich verstehe denn ihren Schlachtruf jedes Mal, ne? Das klingt für mich immer wie Hessen und Kölner. Oder Hecheln und Kölnen. Keine Ahnung, was die Sachen. Vielleicht könnt ihr ja irgendwas raushören. Ich verstehe nämlich nix, was die durch Sache wollen. Wir machen mal, ne, Monster festhalten braucht man dafür. Okay. Ich bin unter Gerechten. Ja, du bist unter Gerechter, genau. Okay, Agris Zauberhandy jetzt nicht parat. Das heißt, wir jagen Korgan voraus. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Und hopp. Vorwärts, Scheiße. Ja, Oder? Hecheln, Hessen und Kölner.
Oh, scheiße. Die haben gleich Vergift. Also gleich mal Vergift den Heiler. Ach du liebe Zeit, das ist nicht so gut. Heil ihn mal. Weiterhin. Oh. Hecheln und Kölner. Was ein Quatsch. So, Nikolia hilft. Das sieht echt nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Da gönne ich mir dann doch wirklich einen Magier, der einfach einen Feuerball reinhaut und da hat sich die Scheiße erledigt. Gerade mal gucken. Wir haben doch hier so einen Feuerballstab. Ja, das kann kein Schwein verwenden, natürlich nicht. Na gut. Ja? Na, regeln wir das anders. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Gut, Corgi, du gehst vor. Sag mir, was gut ich hoffe, das bringt was. So, du gehst dort drauf. Und unseren Abdel Adrian, der hält sich im Hintergrund und schlachtet den Schamane hier bitte ab. Wenn irgend möglich. Ihr macht euren Weg bei dem Schaman. Ja, scheiße, okay. Das wurde gebannt. Scheiße. Was wollt ihr, Oberweltler? Jalkales? Vikonia versuchen wir selber Magie bannen. Auf der Schamane Korgan. Sehr gut, das hat die Sache gebannt. Also auf der Schamane Sag mir, was drauf. zu tun ist. Du, Abdel Adrian, gehst jetzt bitte auf vergiftete Waffe. Na? Achso, er hat schon, okay. So. Gut, der Hauptmann. Alter, sind die laut, die Viecher. So, jetzt auf den letzten Bogenschütze. Und dann haben wir es eigentlich ab. Wenn es denn sein Gut, hui. die Idee, das mir zu übertragen. Ja, wir sind doch noch ziemlich low-level, muss ich dazu sagen. Das ist schon übel. Vor allem sind Hobgoblins auch so abartig laut eingestellt. Man hört jedes Mal kreischen wie ein Ochs, die Viecher. Und dann verstehe ich immer nicht, was sie sagen wollen. Hessen und Kölner. Ja, genau. Keine Ahnung, was die sagen. Ich habe das jetzt so häufig gespielt und ich habe immer noch keinen Plan, was die eigentlich sagen wollen. Soweit, so gut. Weiter gucke. Okay, da haben wir noch ein bisschen kruscht, ein bisschen Schampel. Das ist ja wirklich eigentlich nur so Sag mir, was zu tun absolute ist. Pille-Palle-Schampel, den wir da haben. Kurz. Zeigt die Richtung mit dem Schwert und ich werde angreifen. Heilmolde Corgi. Gut, hoffe, das bringt dann sind wir soweit wieder gestärkt. Corgi, geh vor. Und allesamt auf der Otti-Ick. So. 29 Schadenspunkte hat er gemacht, der Korgan. Nicht schlecht. Was wollt ihr, Noch ein Schädelspalter. Kümmere mich drum. Und du auf ihn. Ja, Abil? Und Vikonia heilt auch mal die Krankheit von Korgan. Sehr schön. Dann auf den hier. Meine Waffe ist ohne Wirkung. Okay. Meine Waffe ist ohne Wirkung. Ja, der Schaden ist hier nicht so besonders gut. Das machen wir lieber so. Ja, deine Waffe ist ohne Wirkung. Das habe ich kapiert. Das ist eine Falle. Hinterm Gitter befindet sich ein Bäcker. Das Wasser ist dunkel und schleimig. Ihr könnt reingreifen, wenn ihr wollt. Autsch, habe ich jetzt 5 Schaden erlitten. Aber ihr kniet auf dem Gitter und greift ins Bäcker. Ihr findet etwas in eure Tassen der Finger. Aber während das gerade rausziehen wollt, wird euch etwas in der Hand gebissen. Ihr beißt die Zähne zusammen und zieht all die verschrumpelt die Hand aus dem Bäcker. Das hier. Das ist eine abgetrennte Hand, die ihr in der Abwasserkanäle gefunden habt. Obwohl es hier unten sehr feucht ist, ist das Fleisch nicht verrottet. Ich warte. Lecker. Bin dabei. Steht Sache Ofenesser, oder? Wie viel Uhr haben wir's dann? 15 die Stunde, Entschuldigung, Mittagesser. Ja, die Dinger brauchen wir hier im Kanal fürs Rätsel, genauso wie die hier. Gehen wir jetzt auch nochmal dicht dran. Und die 2 Skelette liegen eng umschlungen in einer ewigen Umarmung gefangen. Eins von beiden Skelette ist ein bisschen kleiner als das andere an M. Von seiner knöchernen Finger trägt einen Goldring. Ihr könnt ihn abziehen, wenn ihr wollt. Hämmer. Ring der Liebenden. Das ist ein Ring, den ihr von der Überreste von 2 Skelette erhalten habt, die eng umschlungen beieinander gelegen haben. Der Ring war auf dem Finger vom weiblichen Skelett.
Klingt irgendwie nur Verlobungsring, wenn ihr mich fragt. Sagt mir, gute Idee, das mir zu übertragen. Das Schöne ist so, dass die Viecher eigentlich Verlangsamung machen, Meine Waffe ist ohne Wirkung. aber dass Korgan das absolut scheißegal zu sein scheint. Und der das einfach nur fett ignoriert, dass der verlangsamt wurde. Ich glaube, das ist eine Sonderfähigkeit vom Berserker oder seiner extreme 19er Konstitution zu verdanken. Ich höre euch bestens. Ja, du hörst uns bestens. Das ist gut. Dann mal nochmal schwere Wunden heilen auf unseren armen Krieger. So, da ist nichts drin. Und da ist Goldstückel drin. Ich hoffe, das Clayfie macht auch Mist. Ganz einfache Sache. Jetzt gehen wir ins nächste Gebiet hier rein. Das ist aber wirklich nur winzig, könnte man sagen. So, mein Pferde getötet. Meine letzten Atemzüge sind voller Zorn. Oh, das klingt aber nicht so gut. Jetzt haben wir aber einen Berserker, der gerade verwirrt ist. Genauso wie ein anderer Kerl, der gerade verwirrt ist. Okay. Das ist nicht so gut, weil Vikonia nicht so viel aushält. Ihr Konsti ist nämlich auch hundsmiserabel. Das heißt, wir zwei gehen jetzt auf Distanzkampf. Und gehen auf den Mykonidenkönig. So, dann können die rumspinnen, wie sie wollen. Und wie sie Bock drauf haben. Okay, Schaf führt die Hand, das ist schön und gut, aber wir sollten eventuell auch Heiler. Ich warte. Und ja, du greifst den Mykonid an. Der Pilzling. Gut. Sehr schön. Ja, lass mal die mal machen. Okay, die sind wieder gerade eben wieder frisch verwirrt worden. Sagt mir, was zu Okay, tun jetzt ist Korgan tatsächlich verwirrt. Das, nicht verwirrt, verlangsamt. Das verwirrt mich irgendwie ein bisschen. Oh, da haben wir noch einen Identifizierungszauber. Der geht gleich mal in unseren Spinner der Herzen. Und ansonsten stellen wir hier nichts, was wirklich von Interesse wäre. Geh weg. Spinner der Herzen. Ritter von der Verwirrung. Hau bloß ab. Ich sag dir's. Gut, das müssen wir nur noch warten, bis unser Dabschädel sich hier wieder normalisiert hat. Ja, sie will Anomen attackieren. Das ist schon mal sehr interessant. Und die Tränke können zu ihr. Genau, sehr schön. Heidewitzka. Ja, es kann ganz schön abgehen hier im Kanal. Vor allem, wenn man irgendwo an einer... Ich bin unter... wenn wir irgendwann an eine komische Fläche rauskommen, wo dann so Pilzlinge rumhocken und Minotaurus und seine Gruppe abschlachten. Warum auch immer. Gute Idee, das mir zu übertragen. Man muss dazu sagen, gegnerische Gruppe kommen ein paar Mal vor und die sind schon heftig, muss man sagen. Also wenn das gegnerische Spielercharaktere sind, sind die schon echt ziemlich heftig konzipiert. Es gibt das Amol im Tempelviertel, zu denen werde ich auch auf jeden Fall hingehen, weil die verdammt geiles Equipment haben, was ich dringend brauche und will. Und die zweite, Ich hoffe, das bringt was. das sind dann welche, die man in einem Dungeon trifft, als feindliche Gruppe. Die haben es auch definitiv in sich. Sagt mir, was zu tun ist. So, gerade mal gucken, wie es mit der Stufeaufstiege eigentlich aussieht. Oh, der hat noch einen langen Weg vor sich, bis er Stufe 12 hat. Korgan braucht auch noch bis Stufe 10. Er braucht auch noch jede Menge bis Stufe 11 als Kleriker. Und sie könnte die nächste sein, die als Klerikerin auf Stufe 10 steigt. Okay, Was wollt? Hoffentlich werde ich wenigstens Ich gut warte. bezahlt. Ist schon da geschehen. war's, jawohl. So, jetzt machen wir nochmal einen, Meine... nachdem die da sind. Ich habe schon wegen weniger getötet. Glaube ich da. Machen wir nochmal einen Save the Quick. Und Ich bin dabei. ich mag, dass du dich versteckst eigentlich im Shutter. Warum mal? Ich werde unbemerkt zuschlagen. Sehr gut. Hendo ist ein Arschkriecher. Arskriecher. Und den haben wir mit Ammo gemeuchelt. Sehr schön. Läuft ja alles wunderbar gerade. Da kommt jetzt aber schon der nächste Scheiß. Wir zwei gehen voran und ihr geht darüber. Das klingt okay. Ja? Wenn es denn So, sein Della. Du sitzt jetzt nämlich die nächste Gruppe. Ja, ich folge euren Befehlen. Im Moment. Der Kobold-Schamane, der sagt, Kanal, kein Platz für euch. Kanal unser Ort.
Jetzt gehen oder ich wütend werden. Sagt mir, was gute Idee Okay, Ich stehe euch zu dir. Das klingt nicht so gut. Ich warte. Ich werde unbemerkt. Kaum der Rede wert. Dann machen wir nämlich den Kobold-Schamane als erster Scharf platt. führt meine Hand. Somit beginnt dann die Schnetzelei Ich hier. hoffe, das bringt was. Corgi. An. Ah, Mist, das gilt nicht als hinterhältiger Angriff, weil er nicht hinten dran war. Schade. Corgi, du machst Stendo. Dann schlitze ich euch den Bauch auf. Und du machst Stendo hin, das Kommando. Weil die sind ein bisschen heftiger, die Kobold-Kommando, obwohl die Der eigentlich so Sieg gut wie wird gar nichts unser sein. aushalten. Ihr wisst das. Vikonia aufs Kobold-Kommando und Abdel Adrian, du machst weiter der Schamane platt. Okay, das war ein One-Hit-Wonder. Sagt mir, was zu tun ist. Los. Und ihr macht weiter mit Fernkampfwaffe. So, Fleißige Handarbeit. Fleißig gewartet. Aber immerhin ein guter Ort, um ein paar Knochen zu zerdeppern. richtig. Ja, ansonsten würde ich sagen, mal wieder die Monster sehr laut. Da haben wir den nächsten Gegenstand, den wir brauchen. Stecken des Schamanen. Das ist ein Stecken der guten Bären. Er gehört zum Kobold-Schaman, der sich in den Abwasserkanälen unter dem Slumvierteln aufgehalten hat. Jo, kann er täglich gute Beere wirken. Quatsch, absolute Käse. Wenn wir denn jetzt reinhocken, gucken wir uns das gerade mal an. Besondere Fähigkeiten vom Inventar. Haben wir hier Stecken des Schamanen. Wenden wir jetzt einmal an. Und... Nee, bewirkt nicht nur was. Okay, also absolute Quatsch. Aber dann brauchen wir definitiv noch. So, Auf euren genauso Befehl hin werde ich für Ruhm und wie wir vom Kobold-Kommando die Dinger brauchen. Sonst ist da auch nichts von Interesse. Es geht an Abdel Adrian, das geht dort hier. Und Feuerpfeile, die wären auf jeden Fall noch wichtig sein. Weil wir auch nochmal ein paar Gegner begegnen werden, die ziemlich auffällig gegen Feuer sind und die braucht man, um die Gegner endgültig zu killen. Eventuell könnt ihr es euch denken. Eventuell auch nicht. Ich mag keine Spannung vorwegnehmen für Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Oder die generell Dungeons... Pff, das war jetzt auch unnütz. Oder die generell Dungeons and Dragons früher noch nie gespielt haben. So mag ich nichts vorweg. Nimmer. Dann geht's weiter in den Kanal, weiter in den Kanal, weiter in den Kanal. Ja? Es geht hier weiter in den Kanal, in der Kanalreihe. So, jetzt warten wir hier nochmal, weil hier gibt's noch was. Ich warte drauf. Abdel Adrian, ich warte. Jawollo. 2750 Erfahrungspunkte bringt's mittlerweile schon, wenn der Sache entschärft. Das ist sehr, sehr geil. Ich warte. Also selber eine reine Schurke zu spielen ist schon sehr nützlich, wenn ihr durch die Erfahrungspunkte groß mitnehmen wollt. Ansonsten wird es, glaube ich, nur 1750 bringen oder sowas um den Dreh. Gut, Identifizierung, die sammeln wir fleißig. Und da ist noch was. Nee, war da noch was? Ja, nur Schampel. Okay, da auf dem Tisch. Da ist noch irgend so ein Bettler in Windeln, der gute Quallo und wieder ein Arschkriecher dabei. Ja? Ihr seid wegen der Klinge hier nämlich. Es ist so, wie ihr schon lange erwartet haben, mein Freund. Er wirft der Kreatur nie was sich einen Blick zu. Zu lang in der Grob, zu lang. Was für ein Freund, mit wem sprechen wir dann da? Sogenannte Utier ist ein eurer Monster, aber für mich ein Freund. Würdet ihr ihn gern küssen? Er liebt die Zuneigung, er liebt das Fleisch von der Ahnungslose zu kosten. Es ist eine von seiner Schwäche. Das war das Geschenk, das er mir für all die Jahre gegeben hat. Das fürchterliche Wesen sei ein Freund? Man nennt sich wahrer Freund und Gefährte, aber Flechling. Ich verstehe, aber erzähl mal von der Klinge, die ihr vorher erwähnt habt, obwohl eigentlich nichts erwähnt wurde. Das Glitzern eurer Achs verrät euer Gier, euer Lust. Ich hab die Klinge gefunden, Kind. Sie ist höchst trickreich versteckt. Uns alle wurden grausame Streich gespielt. Mein Freund hier weiß es genau. Ja, und wie kann ich die Klinge finden? Der Ende hat Hinweis für euch zurückgelassen, aber seine Hinweise habt ihr nicht gefunden, hä? Dort, wo der Oberfläche Dreck abfließt, befinden sich die Hinweise. Kehren zu mir zurück, bevor ihr dem Pfad vom Eine folgt. Denn es gibt noch viel, was ihr lernen müsst. Wer ist Einer? Ihr habt ihn bereits getroffen, Kind. Vielleicht werden ihr ihn bald gut kennen. Findet die Hinweise, die der Eine zurückgelassen hat, und gefährliche Aufgabe erwartet euch. Ja, mache ich dann.
Dort, wo Oberfläche Dreck abfließt, befinden sich die Hinweise. Kehren Sie mit zurück, bevor ihr dem Pfad vom Ende folgt. Es gibt noch viel, was ihr lernen müssten. Genug. Wenn es da was zu holen gibt, dann rückt ihr das jetzt raus und zwar sofort, ohne den blöden Rätselquatsch, sonst kriegt ihr mal Axt mal wieder was zu tun. Bringt mich ruhig um, wenn ihr müsst, ihr Ungeduldige, aber dadurch, wenn ihr die Klingen nicht schneller mit eurer gierigen Hände umschließen könnt. Okay. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Ich weiß ja, was ich brauche. Und ich brauche dich, dein Blut. Okay, das war jetzt Anne gerade so gut. Anscheinend hat das Anne als hinterhältiger Angriff gezählt. Denen, die gegen uns sind. Okay, Anomen hat ihn fertig gemacht. Zeigt die Richtung mit dem Schwert und ich werde angreifen. Gut, perfekt. Da haben wir noch das Zeichen hier. Das brauchen wir noch. Blut von Quallos Freund. Das ist ein Fläschel Blut, was von Quallos Haustier im Aaskriecher stammt. Irgendwie fühlt ihr euch schuldig, dass ihr das einzigste wahre Freund von Quallo umgebracht habt. Naja, so halbherzig, ne? Ich glaube, das müssten aber alle Sachen jetzt gewesen sein, die wir brauchen. Kaum der Rede wert. Sagt mir, was zu tun ist. Und Ich hoffe, das was sagst du bringt was. dazu, Kerl? Ja? Habt ihr die weiße gefunden Kind? Ja, die habe ich gefunden. Der Ende sagt, dass es 4 Dinge benötigt, um sie zu öffnen. Das Schloss ist aber nicht so ganz einfach. Die Schlüssel müssen in der richtigen Reihenfolge verwendet werden. Stell mal die Froche. Ja, keine Froche. Ich weiß ja, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Jetzt gucken wir mal, was hier wartet. Entweder wieder Hobbos, Gobbos oder Kobolde. Wenn ihr ein Glück habt, es sind nur Kobolder. Du hast der Schamane, hinter den Klemmer ansetz mal und mach's gut. Winsele und Gnade. Jo, 13 Schadenspunkte und der ist hinüber. Spuckt's schon aus. Das heißt, wir können jetzt hier draufwäsche und ich mag mal als nächstes das Kobold-Kommando vorknöpfer. Zeit. Oh Mann, oh Meter. Und laut sind sie, die Viecher. Laut. So. Es sind aber auch eher lästige Viecher, muss man sagen. Wenn man sich die Artworks bzw. auch das Monsterhandbuch von Dungeons & Dragons anguckt, dann sind Kobolde dort eher so kleine geschuppte Wesen, wie Miniaturechse-Menschen, könnte man sagen. Und Kobolde sind auch sehr häufig die Diener von Drache. Ich warte. Gute Idee, das mir So, jetzt gehen wir mal dort rein. Das verseuchte Becken beginnt schwach zu leuchten. Aufgeregt die Stimme halt in eurem Kopf wieder. Endlich! Sucht die Schlüssel. Ich habe einen Mann an Wert. Ich fand einen Mann an Wert zu gering. So soll er mir ja als Stimme dienen, bis ich wieder frei bin. Beweist euren Wert und ich werde mich eurer Herrschaft unterwerfen. Lauschende Worte von meinem Peiniger, der mich zurückgelassen hat, sodass er es der Welt entfliehen gekannt hat. Stimme nimmt einen feierlichen Ton an. 4 schwere Schlösser ließ man machen. 4 schwere Siegel die Klingen bewachen. In richtig Erfolg die Schlüssel nun bring, auf das nicht der Schrei deines Todes erkling. Okay. Stimme kehrt wieder zu ihrem aufgeregten Ton zurück. Als alles still war, bin ich aus dem Schlamm gekrochen und hab den Reim für euch ersonnen. Valar verbot's und versteckt mich, aber er ist tot und so habe ich ihn ignoriert. Ja, geh aus meinem Schädel und lass mich in Friede. Ich kann nicht alles enthüllen. Beweist euren Wert, findet Quallo. Wir werden euch das mit dem Medium sprechen. Durch das Medium sprechen. Seid achtsam, die Siegel müssen in der richtigen Reihenfolge geöffnet werden. Abdel Aebtien bringt es endlose Verfolgung durch Dreck, Schlamm und wirklich etwas. Meiner Meinung nach sollten wir den Quallo foltern, bis er uns sagt, was wir wissen wollen. Und dann den stinkenden Ort verlassen. Reizend wie Konia mal wieder. Reizend wie immer. Die Worte vom Rost von Rohrer sind folgende Worte geritzt. Es könnte sich dabei um die Handschrift von einem Kind handeln. Geruch von einem Hund, Haut einer Ex, um den Stab zu finden, bringt der Magier um. Was für ein miserabler Reim. Der Schreiber muss entweder verrückt oder fürchterlicher Dichter gewesen sein. Ja, Haut einer Echse, das ist war der Schamanestab. In der Rost sind Worte geritzt, ja. Könnte wieder Handschrift von einem Kind sein. Hopp, jetzt geh ich schon weg, wenn ich das lesen kann. Valar ist nicht mehr, aber er hat etwas zurückgelassen. Reich mal Hand, dann wäre ich euch auch Helfer. Ihr fragt euch, warum eigentlich jemand so zeig auf Röhre drauf ritzt. Ja, die Hand, die haben wir ja noch. Fleißige Handarbeit, fleißig gewartet. Aber immerhin ein guter Ort, um ein paar Knochen zu zerdeppern. Genau, wieder Handschrift von einem Kind.
Kein Opfer wird reicher, außer mir das Blut von einem echten Freund sogar reicher, aber die Schuld wird euch beflecken, wenn ihr die Kling euren eigen nennen wollt. Der Reim klingt wie das Gefasel von einem Irrer. Aber hallo. So, jetzt nochmal der letzte. Und dann können wir auch anfangen mit dem Ganzen. Dumm. So. Wieder so kindische Worte. Sie haben geklagt und seufzen. Dann sind sie gestorben. Vom Grab habe ich meinen Kuss erhalten. Bringt mir nur das Geschenk vom Liebenden. Schreiber muss entweder verrückt oder ein furchtbarer Dichter gewesen sein. Okay, jetzt speichern wir nochmal, weil ich bin mir eigentlich noch sicher, dass ich die Reihenfolge drauf habe. Zuerst der hier. Ihr platziert die abgetrennte Hand in der Röhre und die Finger ballen sich zur Faust. Lecker. Ihr platziert den Ring in der Röhre und er leuchtet kurz auf. Ihr gießt das Blut von Qualos Freund, dem Arschkriecher, in die Höhle und das Wasser verfärbt sich blutrot. Ihr platziert den Stecker in der Röhre und das Wasser nimmt kurzer grüne Farbe an. Seltsame Lichtaura umspielt alle Röhre. Aus dem dreckigen Wasser erhebt sich ein Schwert und schwebt vor eurer Aare. Ihr greift ins Heft vom Schwert und ein Schrei halt durch die Abwasserkanäle. Juhu! 18.000 Erfahrungspunkte hat jetzt jeder von uns hier kriegt. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Aber ich glaube trotzdem, ja, Kämpfer ist bei ihm schon eingestellt. Er kann nur noch als Kleriker aufsteigen. Ich glaube, Vicky hier ist die erste, die aufsteigt. In nächster Zeit. Da haben wir wieder was. Lilakor! Das ist so geil. Ich muss das unbedingt vorlesen, weil das alle schon die ganze Story so immens geil ist. Lawrence Lilakor war wohl bekannt, doch nicht für seine Tapferkeit, sondern dafür, dass er ein völliger Idiot war. Die Geschichte besagt, dass der Aufschneider auf das Drängen seiner Freunde hin sein Dorf verließ. Er, der große Held, sollte gegen einen hinterhältigen und verschlagenen Baumhirten kämpfen. Es war tiefster Winter und er wanderte zahlreiche Tage durch den Wald, bis er, schon halb im Fieber, endlich sein Opfer gefunden hatte und es zu einem Ringkampf von epischem Ausmaß herausforderte. Dummerweise, vielleicht sollte man auch glücklicherweise sagen, war der Baumhirte nur ein ganz normaler, knorriger Eiche. Seine Freunde hatten ihn nämlich nur auf den Arm genommen und gar nicht mit der Möglichkeit gerechnet, dass er wirklich ausziehen könnte, um den angeblich gefährlichen Baum zu bekämpfen. Hier könnte unsere Geschichte jetzt enden. Dummerweise wusste Lilakor eigentlich nicht, was ein Baumhirte ist. Er erkannte daher die Wahrheit nicht. Irgendwann gelang es ihm schließlich, den Baum zu entwurzeln. Mit vor Stolz geschwellter Brust kam er ins Dorf zurück und ernannte sich selbst zum Helden. Auf diesem Weg machte er sich in großem Maßstab zum völligen Idioten. Im Verlauf der Zeit fand der Name Lilakor in zahlreichen Geschichten Einzug und bezeichnete immer einen Dumm, der irgendwie hereingelegt wurde und die ganze Angelegenheit dann, sagen wir mal, nicht auf die klügstmögliche Art löste. Ob es sich bei dieser magischen Waffe tatsächlich um Lilakor höchstpersönlich handelt, der vielleicht durch einen bösen Magier oder einen dummen Streich des Schicksals in diese Gestalt gebannt wurde, kann man nicht sagen. Aber die Waffe macht ihren Namensgeber alle Ehre. Falls diese Waffe tatsächlich Lilakor ist, klagt er zumindest nicht über seine magische Gefangenschaft. Vielleicht ist ihm noch nicht aufgefallen, dass er nicht mehr menschlich ist. Vielleicht kümmert es ihn auch nicht. Als Waffe ist Lilakor gar nicht mal so übel, aber die meisten Krieger stehen es nervlich nicht durch, sie lange zu führen. Ständige Aussagen wie, oh wei, das muss aber wehgetan haben, juchhe, meine Güte, bin ich gut und hütet euch von meinem scharfen Biss, denn der könnte wirklich wehtun oder so ähnlich, sägen natürlich an den Nerven jedes Kriegers, der diese Waffe führt. Geil ist jetzt wirklich wieder eine +3 Waffe, sehr, sehr geiler Gegenstand und Träger ist immun gegen Bezauberung und Verwirrung. Schon ein sehr, 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 sehr praktisches Teil, Lilakor. Aber das Problem ist, wir haben keine Jungs hier, die auf Zweihänder geschult sind. Deswegen, das ist sehr, sehr schade. Kriegshammer, Streitkolben, Schleuder, Kampfstil mit Waffe und Schild. Nee, und bei ihr sind es Kriegshammer, Streitkolben und Schleuder. Äußerst, äußerst schade. Ich hätte nämlich echt sehr gern Lilakor benutzt im Kampf. Ich gebe es jetzt einfach mal an Anomen weiter. Und lass ihn jetzt einfach mal eine Weile mit Lilakor kämpfen. Familienschild der Delrins, das hat er ja selber auch mitgebracht, gibt -2 Rüstungsklasse und eine Feuerresistenz und Kälteresistenz von 30%. Wie Gegenstand kann nicht verwendet werden? Ach scheiße, der kann das gar nicht als Kleriker, der kann das gar nicht. Ja gut, komm, dann kriegst du das Dingens erstmal. Achso, der hat das Schild. Hat ja irgendwie, nee, das hat er auch gar nicht geskillt hier.
Okay, dann können wir den Quatsch eigentlich auch weglassen und können ihm Lilakor geben. Einfach mal, damit wir das Ding einmal hören, damit er das Ding einmal im Einsatz hört. Ich hoffe, das bringt was. Und erlebt. So, da habt ihr jetzt auch gesehen, dass Korgan hier, das Teil hier kriegt hat Gedankenschild. Das ist eben diese besondere Eigenschaft von Lilakor, wie ich es auch vorhin vorgelesen habe. Ah, wir schlafen und kriegen sogar einen Traum. Sehr geil. Eigentlich wollte ich nur normal ausruhen. Ein Traum. Ein Traum von vielerlei Dingen. Von Freunden, der Familie. Diese Dinge haben immer eine Bedeutung. Oder nicht? Und das ist gerade Kerzenburg aus dem ersten Baldur's Gate, wo wir rumlaufen. Könnt ihr euch an diese Türen erinnern? Ich erinnere mich. Glaube ich. Ja, das hier war für so lange Zeit unser Zuhause. Aber jetzt ist es für eine Rückkehr zu spät. Sie würden euch hier nicht mehr haben wollen. Und mich auch nicht. Hatten keine Verwendung. Irgendjemand anders aber. Er will irgendetwas. Ich weiß nicht warum. Die in ihren Mönchskutten wissen es noch nicht einmal. Warum weiß ich es nicht? Erinnert ihr euch an Gorion? Oder die anderen? Ich schon, glaube ich. Sie waren... Nein, wartet. Sie waren unsere Lehrmeister und es gab so viel zu lernen. Aber jetzt ist es zu spät. Sie sind so weit weg. Ihr seid zu weit weg. Zu weit, um helfen zu können. Warum? Erinnerungen sollten bleiben. Aber er gräbt tiefer. Verdrängt alles. Ich kann mich an keinen von euch erinnern. Und jetzt sind sie tot. Erinnert ihr euch an Sarevok? Oder jemand anderen? Ich weiß nicht. Und die vorher waren Gorion, der Ziehvater, Elminster, der auch im ersten Teil vorkommt und auch in Thron des Baal wieder vorkommen wird, und Khalid, ja, der ist natürlich auch schon tot. Elminster ist aber mitunter der mächtigste Magier in der ganzen vergessenen Reiche. Das ist der Auserwählte der Mystra, der Magiegöttin. Sie wollten euren Tod und meinen. Sie schienen damals so wichtig zu sein, aber ich erinnere mich überhaupt nicht an sie. Etwas anderes ist gefährlicher. Näher. Ich kann es fühlen. Und Sarevok ist auch Erinnert ihr wieder euch tot. an mich? Ich kann fast sehen. Ich möchte es, aber zu spät. Ihr werdet zu spät kommen. Und sie ist Sie versteinert. leistet Widerstand. Sie klammert sich an ihr altes Leben, als ob das von Bedeutung wäre. Sie wird es lernen. Versteinerung. Und jetzt kommt Irenicus. Was ist das für ein Ort? Was ist hier Es los? ist ein Bild dessen, was passiert ist und dessen, was vielleicht passieren wird. Hängt ihr an der Vergangenheit oder könnt ihr durch den Schmerz hindurchsehen? Ihr spürt die Macht, nicht wahr? Werdet ihr zurückweichen vor dem, von dem ihr wisst, dass ihr es wollt? Vor dem, was ihr euch nehmen könnt? Ich finde auch, der hat eine sehr angenehme Stimme. Ihr wisst, was ihr wollt. Ihr wart es doch, der uns den Traum gebracht hat. Nichts ist real. Noch nicht. Imone stirbt und unser Charakter stirbt auch noch. Großartig. So, jetzt haben wir aber wenigstens hier hoffentlich in Ruhe können, ja. Sehr gut. 8 Stunden haben wir Heiler und Raste können. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich jetzt auch wieder meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.